Sauber sage ich, das ist wieder also auf der Digi-Wiesen heute das Thema. Sauber sage ich, damit einbringen Nachhaltigkeit Green Tech. Dafür haben wir wieder tolle Gäste eingeladen. Und ich freue mich ganz besonders, eine lustige Runde zusammenzuholen, die international besetzt ist. Und ich fange mal ganz außen an, Benjamin Acay. Benjamin Acay ist bei uns im Landtag für die Grünen aktiv, also Mitglied des Landtags in Bayern für Bündnis 90 und die Grünen. Neben ihm sitzt der Ingobert Veit. Ingobert Veit ist VP Policy bei Huawei Deutschland und wird uns auch das eine oder andere in Richtung Digitalisierung dann auch zu dem Thema Nachhaltigkeit erzählen können. Hier nebenan der Mann, der am weitesten angereist ist. Ich sage jetzt mal ganz charmant, nur für mich, aus Taiwan angekommen. Nein, also er hatte natürlich vorher auch schon spannende Themen gehabt, Sascha Pallenberg. Wie nennt man dich eigentlich? Tatsächlich habe ich jetzt den sensationellsten Titel überhaupt. Ich bin Chief Awareness Officer. Chief Awareness Officer von Aware, ne? Genau. Die Plattform. Genau. Und ganz neben mir ist die Christina Pointner. Sie ist ihres Zeichens im Präsidium beim Export für Bayern. Aber wie alle, die im Verband und Vereinsleben sind, müssen von irgendetwas leben. Und du lebst von ich sage mal, einer sehr nachhaltigen Technologie, über die wir jetzt dann gleich noch ein bisschen mehr erfahren werden. Das sind unsere Gäste heute. Ich würde mal vorschlagen, wir fangen bei dir, Sascha, ein bisschen an, dass du uns mal in 2-3 Minuten erzählst, warum du hier sitzt. Also außer, dass du nett bist, hast du ja noch einen anderen Grund. Ich könnte jetzt sagen, dass es ganz schnell geht, weil du hast mich ja eingeladen. Und ich freue mich auch drauf. Während der letzten Digi-Wiesen war ich halt noch zugeschaltet aus Taipei und habe ein deutsches Weißbier von einem deutschen Brauer aus Augsburg, der in Taiwan wohnt, getrunken, während ich hier im Stream saß. Mein Name ist Sascha Pallenberg. Ich habe 20 Jahre lang das Internet zu Tech-Themen vollgeschrieben, war dann 4 Jahre lang Leiter für digitale Transformation bei der Daimler AG. Und habe mir gedacht, was machst du am allerbesten während einer globalen Krise? Du kündigst den unkündbaren Job und gehst wieder zum Startup hin. Arbeite jetzt bei Aware. Aware ist eine Nachhaltigkeitsplattform, ist ein junges Startup in Berlin. Wir sind unter anderem Porsche Investment. Kunden von uns sind BMW, Lufthansa, Blacklane, Fujitsu und so weiter. Wir haben so eine Academy, eine Nachhaltigkeitsacademy, und wir schulen die Belegschaften bezüglich der diversen Nachhaltigkeitsthemen, weil für uns die Mission im Grunde genommen ist, dass Nachhaltigkeit nur gesamtheitlich funktionieren kann, wir wirklich alle mitnehmen müssen und dass wir mit die größten Hebel auch in der Industrie ansetzen können. Und deswegen freue ich mich natürlich, weil wir haben ein wunderbar gemixtes Panel. Alle sind Teil dieser nachhaltigen Transformation. Alle bringen einfach auch ihre Expertise ein. Und genau darum geht es auch letztendlich, ne? Weil wir bekommen das so zusammen hin. Ja, das bringt mich auch zu dir, Benjamin. Du hast ja genau dieses Thema Nachhaltigkeit natürlich in die Wiege gelegt, in die politische, sage ich jetzt mal. Aber natürlich Digitalisierung, Transformation ist ganz wichtig. Was ist so dein Statement sozusagen zum Anfang? Ja, ich glaube, wir stehen jetzt gerade gesellschaftlich vor 2 ganz großen Transformationen. Digitale Transformation auf der einen Seite und dann das Bekämpfen der Klimakrise auf der anderen Seite. Und da müssen wir das müssen wir, glaube ich, als Gesellschaft und als Politik natürlich versuchen, gemeinsam voranzuschreiten, weil jetzt irgendwie das getrennt voneinander zu betrachten und sagen, auf der einen Seite eine riesen ökologische Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft und gleichzeitig eine riesen digitale Transformation und das irgendwie nicht miteinander zu verzahnen, das wird nicht funktionieren. Deswegen ist eben genau für mich diese Gemeinschaft, also dieses Zusammenbringen dieser beiden großen Herausforderungen jetzt so meine politische Arbeit. Und warum bin ich jetzt dann hier? Weil, ich meine, in Bayern sind wir Opposition, da kann man immer viel meckern und nörgeln, aber jetzt nicht so viel aktiv verändern. Und da ist es dann umso wichtiger auch für mich natürlich in den Diskurs zu gehen, eben mit Unternehmerinnen, mit Menschen, die große Reichweiten haben, zu diskutieren und damit dann auch eine gewisse gesellschaftliche Diskussion anzuregen und damit auch Druck auf die Regierung ausüben zu können. Wunderbar, danke dir. Ingobert, du bist ja eben an der gesellschaftlichen Aktion sozusagen beteiligt. Euch ist ja auch ganz wichtig, das Thema Transformation
auch natürlich Green Tech. Wie verbindet sich das Thema denn mit euch, Green Tech und Digitalisierung? Also ich würde es mal in 2 Themenblöcke packen. Das eine ist, wovon wir absolut überzeugt sind und auch uns schon seit langem damit beschäftigen, dass Digitalisierung eine ganz große maßgebliche Rolle spielen kann, um die Transformation zu mehr Nachhaltigkeit zu bekommen. Also Digitalisierung ist dann eine Grundlage, digitale Infrastruktur, um Dinge effizienter, besser zu gestalten und vor allem nachhaltiger. Und das ist ein riesiger Hebel. Aber auf der anderen Seite muss Digitalisierung selbst, digitale Infrastrukturen nachhaltiger werden. Das ist auch ein Thema, wo es noch Verbesserungsbedarf gibt. Und wenn man das einmal zusammennimmt, dann, wie wir so schön sagen, kann man den optimalen Impact bekommen. Und das ist eigentlich, womit ich mich täglich beschäftige. Wunderbar, danke dir. Jetzt würde ich erst mal sagen, bevor wir zu dir kommen, noch ein kleines Prost erstmal in die Runde. Es kann nicht sein, dass wir auf der Wiesn nicht anstoßen. War jetzt auch für mich wichtig, weil ich habe gerade gemerkt, du hast die Stimme wirklich. Also, danke für die Möglichkeit. Christina, wir haben jetzt hier 4 Parteien, die mehr oder weniger das Thema Nachhaltigkeit wirklich beackern. Also wir setzen Rahmenbedingungen, da haben wir Politik, wir setzen Infrastruktur, Grundlagen dafür für die Technologie. Du hilfst Mitarbeitern sozusagen auch oder in den Unternehmen die Mitarbeiter mitzunehmen bei den nachhaltigen Themen. Du bist eigentlich jetzt die Einzige, die tatsächlich aus dem Produktionsumfeld kommt. Genau. Magst du uns mal ganz kurz erklären, was du da machst und was das ist? Also ich habe mich vor 4 Jahren dafür entschieden, mich mit dem Thema Klärschlammtrocknung zu beschäftigen. Bin über Umwege mit dem Thema überhaupt erst in Berührung gekommen und habe dann festgestellt, dass im Klärschlamm unfassbar viel Energie drin steckt. Und dieses ganze Thema, das ich bearbeite, das bedeutet nachhaltige Klärschlammtrocknung. Das heißt, ich trockne CO2-neutral meine Klärschlämme, die angeliefert werden von Kläranlagen. Da ist ja noch so 80% Wasser im Schnitt drin und dieses Wasser muss dem Klärschlamm ja entzogen werden. Und zwar so CO2-neutral wie möglich. Und das können wir zum Beispiel mit Hilfe von Abwärme von Biogasanlagen oder BAKWs darstellen. Das wird über mehrere Tage getrocknet. Ganz langsam mit einem Rechensystem, also die Technik ist im Prinzip super einfach. Das ist ein Rechnen an einer Endloskette in Kombination mit Kontakt- und Konvektionstrocknung. Das heißt, ich habe mehrere Ebenen, da wird der Klärschlamm drüber gerecht, da ist eine Fußbodenheizung verbaut. Und am Ende des Tages habe ich dann ein Granulat, das über 90% getrocknet wurde, also nur noch maximal 10% Restfeuchte beinhaltet. Und das wiederum ist vergleichbar mit mittlerer Braunkohle. Also ich habe denselben Energiegehalt, das sind so zwischen 9 und 12 Megajoule pro Kilo, wie Braunkohle. Das heißt, ich könnte theoretisch im Jahr, wenn ich alles trocknen würde, alle Klärschlämme in Deutschland, 2 Millionen Tonnen Granulat verwerten. Wenn ich das mit Braunkohle ersetze, dann würde ich über 6,2 Millionen Tonnen CO2 jährlich einsparen. Also in diesem Granulat steckt A, viel Power und zum anderen ist dieser ganze Prozess von der Herstellung bis hin zum Verbrennen nachhaltig. Verbrennen ist auch wichtig, da wir dann Zugriff auf die Asche haben und wir sind ja verpflichtet, dass wir das Phosphor recyceln. Phosphor, wie wir alle wissen, ist ja ein endlicher Stoff. Das soll angeblich in 350 Jahren aus sein und ohne Phosphor gibt es keinen Anbau, gibt es kein Essen und dann stehen wir alle ganz schön doof da. Und diese Wertschöpfungskette von diesem Klärschlamm ist einfach gigantisch groß. Und das Thema hat mich dann so nachhaltig fasziniert, dass ich gesagt habe, so, ich gründe jetzt eine Firma, das habe ich dann vor 3 Jahren beschlossen und nehme mich der Sache mal an. Wow, sehr gut. Ja. Ich glaube, sehr tolles Engagement, finde ich mega wichtig. Was sind denn die Hürden oder die Hemmnisse aktuell? Also warum haben wir noch nicht 6 Millionen Kohle eingespart? Das Schwierigste in dem ganzen Prozess sind die Genehmigungsverfahren. Also im Prinzip bräuchte ich eigentlich nur eine Genehmigung für ein Streifenfundament und für Silo. Bedauerlicherweise zieht sich das sehr lange hin und Gutachten werden gefordert, auch wenn ich unter 10 Tonnen am Tag trockne. Das heißt, ich bin aus diesen ganzen Genehmigungsverfahren eigentlich befreit. Trotzdem dauert es teilweise bis zu einem Jahr, bis ich dann so eine Anlage stellen kann. Also von Bestellung bis Inbetriebnahme würden eigentlich nur 6 Monate vergehen. Durch diesen ganzen Prozess mit den Gemeinden und den Behörden dauert es teilweise 1 bis 1,5 Jahre, was sehr, sehr schade ist eigentlich, ja. Das ist eigentlich die größte Hürde. Okay.
Ich komme gleich auf dich, weil ich merke schon, dass du da natürlich Feuer fängst bei dir. Kurze Frage an dich dann davor, aber nochmal. Du bist ja international sehr bereist und hast natürlich auch Vergleichswerte auch außerhalb Deutschland. Wir haben ja immer den Tenor, in Deutschland geht alles zu langsam, den ich, glaube ich, sofort unterschreiben würde. Wir haben zu viel Bürokratie und wir müssen Bürokratie abbauen, das ist gar keine Frage. Ist das in anderen Ländern tatsächlich besser? Ist das in Taiwan bei dir besser? Ich glaube, dass dieses Vorurteil nicht mehr gültig ist, dass in Deutschland alles zu langsam geht. Deutschland kann unheimlich gut Krise, in meinen Augen. Wenn Krisen auf uns zukommen, dann können wir sehr schnell reagieren, dann werden sehr, sehr schnell Maßnahmen ergriffen und dann versucht man sich ganz einfach auch gegen selbige zu stemmen. Wenn wir aber in diese klassischen Prozesse von Genehmigungsverfahren haben, dann läufst du manchmal wirklich vor Wände, wo du denkst, mein Gott, dieses Genehmigungsverfahren ist vor 70 Jahren erfunden worden, die Standards sind immer noch dieselben. Es hat sich seitdem nicht weiterentwickelt und das ist ein riesengroßes Problem. Ja, wir brauchen natürlich eine gewisse konservative Strategie auch, wenn es darum geht, Standards zu setzen für Prozesse, das verstehe ich auch. Ich glaube, dass der typische deutsche Perfektionismus aber zum Teil da auch eine große Hürde darstellt. Insbesondere, wenn du neu gründest, wenn du ein Startup bist in einem dynamischen Umfeld unterwegs, was alle paar Monate oder wenige Jahre sich neu aufstellt. Da sind wir mit unseren Verwaltungsapparaten ganz einfach viel zu unflexibel. Und ja, das sehe ich ganz klar so. Ich will mal so ein paar Beispiele geben, auch wenn das natürlich diese Klassiker sind, wo seit vielen Jahren drauf rumgeritten wird. Wenn man sich in Deutschland Genehmigungsverfahren für Großprojekte anschaut, bis sie dann final umgesetzt werden, ja, manchmal denke ich, da haben komplette neue Staaten neu aufgemacht und sind schon wieder übernommen worden. Also ich bin zum ersten Mal in Berlin jetzt gelandet im Juni und bin reingekommen. Ich wollte auch wirklich unbedingt mal den neuen Berliner Flughafen sehen. Und nachdem ich meine Koffer abgeholt habe, habe ich mir gedacht, meine Güte, das Innendesign, als der geplant wurde, war das modern gewesen. Mittlerweile sieht das aus wie so eine Heinz-Erhardt-Amtsstube aus den 50er Jahren. Also ich war wirklich ein bisschen schockiert. Das Gleiche, wir gucken uns die Elbphilharmonie an. Ich komme jetzt gerade aus Stuttgart, ich gucke mir den Stuttgarter Bahnhof an. Und wenn ich mir dann so Sachen überlege, in welcher Dynamik bei uns in Taiwan, wie gesagt, bitte nicht falsch verstehen. Also Taiwan ist auch eine Demokratie und wir haben auch einfach auch entsprechende Ausschreibverfahren. Aber es gibt viel mehr Pragmatismus, Dinge umzusetzen. Ja, jetzt bin ich 4 Wochen unterwegs, in der Zeit hat wahrscheinlich wieder 2 neue U-Bahn-Linien aufgemacht. Und das vermisse ich manchmal so in Deutschland. Ich glaube, wir können das. Unsere Wirtschaft zeigt kontinuierlich, dass sie das kann. Da bin ich wieder bei dieser Krisenmodus-Geschichte. Ich kann mich daran erinnern, als wir beim Daimler die Werke zumachen mussten. Wie kommen wir jetzt drüber? Was machen wir als nächstes? Wie können wir vielleicht auch gesamtgesellschaftlich wieder ein bisschen zurückgeben, indem wir zum Beispiel, wir haben angefangen, Masken zu produzieren. Wir haben aus dem Truckbereich die großen 3D-Drucker genommen und haben 100.000 Face Shields am Tag produziert, die wir dann entsprechend an Krankenhäusern und so weiter kosten. Das passiert auf einmal innerhalb von 48 Stunden. Hättest du das vorher in so einem Großkonzern gehabt, dann hättest du ein halbes Jahr darüber diskutiert. Dann wäre dann wahrscheinlich die Hälfte schon wieder vorbei gewesen. Das ist typisch deutsch. Das ist dieses perfektionistische, andauernd zu hinterfragen. Aber auf der anderen Seite stellen wir uns auch ganz gerne hin, weil wir möchten ja für die neuen, jungen Absolventen auch interessant werden, die sich für unsere Firmen interessieren und erzählen was von Fehlerkultur etc. pp. Ne? Aber haben Angst davor, selbige Fehler zu machen. Ich glaube, was du gerade beschrieben hast, ist einfach so ein wunderbares Beispiel dafür. Da sind die Regulatoren gefragt, da sind diejenigen gefragt aus der Politik, die natürlich auch diese Rahmenbedingungen schaffen. Aber da sind wir, glaube ich, auch alle mal so ein bisschen gefragt als Gesellschaft. Fehler zu machen ist nicht unbedingt immer das Schlechteste. Hätten wir als Kinder keine Fehler gemacht, würden wir uns heute immer noch auf die heiße Herdplatte setzen wollen. Und das funktioniert einfach nicht. Ich glaube, wir können besser. Und Krisenmodus zeigt eigentlich, dass wir es drauf haben. Ich würde mir einfach nur wünschen, dass insbesondere für Gründerinnen und Gründer in diesem Land genau solche Rahmenbedingungen geschafft werden, dass sie einfach nicht zum Teil über Monate für irgendwelche Verfahren sich da durchwuseln müssen und darauf warten müssen. Weil letztendlich, gerade wenn du ein Startup aufmachst, am Ende des Geldes ist immer noch so viel Leben übrig.
des Investitionsgeldes. Und dann kommt es nun mal manchmal darauf an, dass du die entsprechende Genehmigung nicht heute kriegst und nicht erst in einem halben Jahr. Und da braucht man eine andere Perspektive drauf. Jetzt vielleicht auch direkt zu dir im Anschluss. Du machst ja nicht die Rahmenbedingungen allein, sondern das ist ja eine Gemeinschaft, die wir im Bund oder auch hier im Land haben. Aber was macht es denn so schwierig? Warum ist denn genau dieser Punkt, dass wir schnelle Abwicklungen schaffen, dass wir verkürzt sind? Es ist ja nicht gewollt sozusagen. Also ich glaube jetzt, dass keiner da sitzt und sagt, oh, da machen wir jetzt 5 Fallstricke rein, damit das Jahr noch lang dauert. Sondern jeder will ja Tempo machen. Warum? Und was hapert es? Ja, ich glaube, das ist nochmal ein ganz gutes Beispiel auch, dass wir haben super innovative Unternehmen, die eigentlich was Neues schaffen wollen, wo es aber im Moment noch nicht diesen Masterplan gibt, wie kann ich das umsetzen? Und ich glaube, das stellt die Verwaltung häufig vor diesem Problem. Also wenn es um standardisierte Sachen geht, ja, die du schon 10-mal genehmigt hast, dann genehmigst du das auch wieder relativ schnell. Schwierig wird es, wenn ich in Einzelfallprüfungen gehe für Sachen, die ich so noch gar nicht kenne und dann als teilweise kleine Kommune möglicherweise recht große, komplexe Sachen genehmigen muss, wo es eben auch in Deutschland irgendwo noch nicht wirklich dieses Musterbeispiel gibt. Und das stellt dann die Kommunen häufig vor oder die Verwaltung für eine große Herausforderung, weil wir diesen Experimentierraum gar nicht haben. Und wir doch, wie ja gerade schon gesagt worden, so in Deutschland sehr genau immer sind bei allem. Das heißt, wir haben sehr genaue Verwaltungsvorschriften und du hast natürlich als Verwaltungsmitarbeiterin dann immer die Befürchtung, wenn ich da jetzt irgendwas genehmige und hinterher stellt sich raus, dass ich dann doch irgendwo einen Paragraphen irgendwo übersehen habe, dann habe ich ein Riesenproblem. Und ich glaube, da müssen wir grundsätzlich, um diese Genehmigungsverfahren zu beschleunigen in den Bereichen, dass wir innovativer sein können, dass wir neue Sachen eben schaffen, dass wir da eben eine gewisse Experimentierfreiheit auch mitgeben, Sachen auszuprobieren, auch Möglichkeiten zu entwickeln, wie kann ich das gut und einfach zu genehmigen, um dann aus diesem Musterbeispiel dann eben auch eine Praxis auch in anderen Gebieten zu machen. Aber dafür braucht es halt genau auch diesen Mut, den du ja angesprochen hast, einfach mal was auszuprobieren und diese Freiheit eben auch den Verwaltungsmitarbeitern zu geben. Das habe ich gerade ein gutes Beispiel. Ich habe da 2 sehr junge Herren jetzt im Landratsamt sitzen, die haben einfach Angst, dass sie einen Fehler machen. Ich habe gesagt, würden sie sich eventuell wohler fühlen, wenn der Herr Landrat das Ganze unterstützen würde? Ja. Siehe da, er fühlt sich wohler und das Genehmigungsverfahren hat sich beschleunigt. Aber das kann sehr angenehm sein, sage ich mal. Ja. Ganz kurz, wenn ich nochmal du beschreibst das eigentlich perfekt. Wir haben gewisse Standards, das kennen die wissen ganz genau, okay, das arbeiten wir so ab. Das riesengroße Problem ist, wie gesagt, wenn Veränderung da ist, dass so ein zu großen Teil oft die Expertise nicht vorhanden ist, um sowas zu tun. Ich kann mich noch gut daran erinnern, nachdem ich meine ersten 2 Startups in der 2000er Dotcom-Blase vor die Wand gefahren habe, wollte ich das nächste gründen, 2002 oder so, und wollte wieder von der KfW einen Kredit bekommen für junge Gründerinnen und Gründer. Und das Problem ist da zum Beispiel, deine Hausbank sitzt zwischen dir und der KfW. Und dann setze ich mich bei der örtlichen Sparkasse vor jemanden, der hat einfach gerade ein Güllefass, einen Kredit für ein Güllefass vergeben. Und dem erkläre ich jetzt ganz einfach über hochintegrierte Schaltkreise, die ich ganz gerne aus Taiwan importieren möchte. Dass der dann ein bisschen ins Schwitzen kommt, das ist verständlich. Aber wie gesagt, das sind so diese klassischen Prozesse und ich habe im Moment noch nicht so den goldenen Weg, weil die Lösung dafür, wie wir da so schnell rauskommen können, weil wir sind einfach in diesen Standards gefallen und da musst du manchmal auch Glück haben, dass du da jemanden sitzen hast, A, mit dem persönlichen Kontakt, B, mit der entsprechenden Expertise, aber vor allen Dingen, last but not least, jemand, der einfach auch Lust darauf hat, neue, junge Unternehmerinnen zu unterstützen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Das ist ja, glaube ich, auch euer Thema. Ja, ich würde noch mal 2 Bemerkungen machen. Also das eine wäre jetzt so mein Gefühl, warum ist das alles so schwierig? Also wir kennen es ja auch aus dem Infrastrukturbereich, die Genehmigungsverfahren, die Hürden, die Dauer, die Komplexität, das ist wirklich ein Riesenproblem. Aber warum ist das so? Also das eine, würde ich sagen, jetzt gerade wenn wir beim Thema Nachhaltigkeit sind, glaube ich, fehlt auch dann die Gesamtperspektive. Ja? Du sprachst vom Masterplan, ja? Das ist natürlich schon für eine Behörde, die dann einen ganz reduzierten Fokus hat, ja? Einen bestimmten Bereich prüft. Und wir reden ja über so einen
also ein Thema, was die gesamte Gesellschaft, die gesamte Wirtschaft überspannt. Und das verlässt natürlich total deren Scope. Ja? Und da müssen wir denen, glaube ich, auch helfen, so eine gesamtordnende Struktur darüber zu bekommen. Und das, glaube ich, wäre vielleicht der Appell an die Politik, dass sie da den Gesamtrahmen schafft, ja, welches dann den Genehmigungsverfahren im Einzelnen hilft oder dass die sehen, worauf das einzahlt. Weil das ist, glaube ich, ein bisschen das Problem, das große Ganze zu sehen. Das ist ja bei einem Startup dann nichts anderes, wie du es beschrieben hast. Und das andere ist, und da würde ich uns jetzt als Gesellschaft, du hast das auch schon angesprochen, nicht aus der Pflicht nehmen. Ich habe es am Montag schon gesagt in unserer Diskussion beim Thema Infrastruktur. Wir müssen aber auch als Bürgerinnen und Bürger zulassen und sogar unterstützen, dass Infrastrukturen entstehen, sei es Mobilfunkmasten, damit wir diese Digitalisierung leben können, sei es das Glasfaserkabel, was in die Erde verlegt werden muss, sei es Stromleitungen, um die regenerativ erzeugte Energie transportieren zu können und vieles mehr. Und da gibt es aber ganz klare Widerstände, ja, noch in meinem Backyard, ihr kennt das alle. Im Endeffekt haben wir da schon so eine Verhinderungskultur, kann man sagen. Ja. Und das wirkt ja nicht unmittelbar, aber mittelbar auch auf diese Prozesse. Also warum hat denn ein Landrat oder das politische System da Druck? Weil natürlich die Bürger sagen, wir wollen das nicht, ich klage dagegen. Und wenn es mit der Klage nicht klappt, dann wird medialer Protest organisiert, es gibt Bürgerinitiativen etc. Und das können wir ganz gut in Deutschland. Ja. Und dann ist natürlich dann so eine Spirale, da will sich die Politik absichern, ja, will da ganz saubere Verfahren, was ja erstmal auch ein guter Ansatz ist, aber so kommen wir dann nicht weiter. Also wir müssen das Thema, würde ich sagen, von zwei Seiten bearbeiten. Ja. Wir müssen diese Gesamtlogik schaffen, aber wir müssen als Betroffene auch ein Stück weit daran arbeiten, mit einer, ich nenne es jetzt mal proaktiven Haltung, das zuzulassen. Also ich denke, Aufklärung ist ganz wichtig, weil es ist ja so, die Leute wollen ja Nachhaltigkeit und Umweltschutz betreiben, aber halt nicht vor der eigenen Haustür. Das wollen sie halt nicht. Das ist das Problem. Also man muss auch einen Kompromiss finden, man muss auch mal Sachen hinnehmen, die einfach der Allgemeinheit auch dienen dann letztendlich. Ich meine, wenn ich den Leuten erzähle, trockene Klärschlamm, ist die erste Frage, oh, das stinkt doch. Stinkt nicht. Also Klärschlamm an sich riecht jetzt nicht so dramatisch. Das Granulat, das riecht wie Erde, ja, so nasse Erde. Und wenn man das den Leuten wirklich nachhaltig erklärt, dass sie verstehen, sie haben kein Problem damit. Also das zieht nicht rüber zu ihnen ins Wohnzimmer und alles riecht nach Kläranlage. Wenn die das verstehen, live sehen, dann sind die auch alle dafür. Also ich denke, Aufklärung ist hier ein ganz wichtiges Thema. Und ein frühzeitiges Einbeziehen. Ja, das Problem ist ja meistens, dass du vor allem bei den großen Infrastrukturprojekten so lange planst, bis es dann irgendwann, also im Versteckten planst, und wenn dann die Leute wissen, okay, jetzt soll da gebaut werden, dann kommt plötzlich der große Protest. Und den kriegst du dann auch nicht mehr klein, sondern dass du wirklich frühzeitig schon anfängst, die Leute mit einzubeziehen, zum einen die Relevanz mitzuerklären, ja, wofür brauchen wir das? Ja, das geht nicht nur darum, irgendwie den Klärschlamm zu verwerten, sondern tatsächlich darum, auch Kohle zu ersetzen und tatsächlich irgendwie den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Aber natürlich eben auch dann solche Sachen wie, was bedeutet eine Schiene im Hinblick auf Lärm, was für Möglichkeiten gibt es da beim Lärmschutz? Stinkt denn der Klärschlamm oder das Granulat, das ihr produziert? Wie ist das beim Thema Mobilfunk oder auch bei Stromleitungen mit irgendwelchen Elektrosmog-Problematiken und so weiter? Wenn man da frühzeitig in die Diskussion, in die Klärung geht und auch von Lügen und Ähnlichem aufklärt, dann, glaube ich, nimmst du viele Menschen mit, aber nicht, wenn du sie vor vollendete Tatsachen setzt und sagst, so machen wir das jetzt, weil wir das von oben her empfehlen. Aber das ist ja genau das Thema ja auch. Wir haben so viele spannende Technologien hier auch in Deutschland. Und so werden jetzt gerade auch, wenn wir jetzt auf eine Krise zusteuern, wie groß sie auch immer sein mag, auch mit Energiethemen, da müssten wir doch eigentlich sofort bei dir den Push doch ansetzen. Da muss man doch auch in der Politik oder in den Landkreisen doch einfach viel hellhöriger werden. Warum ist es dann trotzdem so schwer für dich, mit dem Bürgermeister, mit den Bauern oder mit wem auch immer zu reden? Und warum, was fehlt dir da genau? Also wo könnte eine Unterstützung seitens dieser Runde oder allen, die zuschauen, für dich tragbar sein? Was wäre die richtige Unterstützung? Also hauptsächlich geht es auch darum, also ich habe jetzt kein Problem, Biogasanlagen zu finden, die den Weg mit mir gehen möchten, weil die kriegen ja auch natürlich die Abwärme auch in gewisser Form bezahlt. Manche bekommen sogar den KWK-Bonus. Für die ist das ein schönes Geschäft.
Mit den Gemeinden und Bürgermeistern habe ich auch nicht das Problem. Momentan, wo es jetzt noch ein bisschen dran hapert, ist natürlich die Finanzierung. Es ist natürlich, die Maschinen sind nicht günstig, sagen wir so gut, wir haben den Mercedes unter den Klärschlammtrocknungsanlagen, sage ich immer, der hält auch dementsprechend lange. Das Produkt ist neu, es kennt keiner. Also letztes Jahr, vorletztes Jahr, ich glaube, ich habe 14 Bankenabsagen bekommen, ja? 3 von einer Bank, weil ich hartnäckig war. Vielleicht probieren wir es nächstes Jahr nochmal. Aber auch hier ist mit der KfW-Förderung oder LFA, ich mache es ja deutschlandweit. Mit der LFA arbeite ich auch zusammen, aber halt nur in Bayern. Das heißt, ich muss eigentlich mir immer permanent die Hacken ablaufen, das Projekt neu vorstellen, aber die können das, man kann es nicht greifen im Prinzip, weil der Klärschlammpreis, der schwankt ja extrem. Also vor 2 Jahren hatten wir eben noch diese 150 bis 350 Euro die Tonne. Jetzt liegen wir so zwischen 70 und maximal 100. Ich muss ja damit rechnen und kalkulieren. Da habe ich wieder das Problem mit der Gemeinde. Ich mache jetzt einen Preis fest, kann den kalkulieren, zeigt es der Bank, aber bis die Anlage dann steht, ist der Preis wieder ganz anderer. Also dadurch, dass das Produkt so neu ist, es ist ja eine neue Technik, ist es schwierig, da auch eine Finanzierung zu bekommen. Gut, jetzt mit der geplanten Leitzinserhöhung auf 3,5%, was ich heute im Radio gehört habe, könnte es noch mal einen Ticken komplizierter werden. Ja. Definitiv Ja. auch. Also das wird ein großes Problem jetzt auch für uns in der nächsten Zeit geben. Also eine weitere Baustelle, an der wir arbeiten müssen. Jetzt geht es ja auch darum, wer hat das jetzt vorhin gesagt, du hast das glaube ich vorher gesagt, dass wir die Menschen auch mitnehmen müssen, dass sie auf dem Weg begleitet werden. Das ist ja genau dein Thema sozusagen. Du sprichst es ja draußen an, Sascha, und gehst ja mit Aware ja auch genau in die Richtung. Was kriegst du denn für ein Feedback? Also funktioniert das? Kriegen die Leute auch schon mit und sagen, naja, ich weiß, so ein Windradl, sagen wir alle immer, diese Abstandsthemen brauchen wir gar nicht, glaube ich, jetzt im Detail diskutieren. Aber wenn ich mehr Zuspruch aus der Bevölkerung habe, dann kommt ja sowas gar nicht zustande. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, wie wir Nachhaltigkeit kommunizieren, was es ist. Über viele Jahrzehnte wurde die Brücke zur Nachhaltigkeit auch oft über Limitierung geschlagen. Und Nachhaltigkeit ist einfach so viel mehr als die 40 Jahre alte Kampagne judischer Plastik, die ich übrigens nach wie vor großartig finde. Wir müssen verstehen, was Nachhaltigkeit bedeutet. Ich meine, die meisten werden es wissen. Es kommt letztendlich aus der Forstwirtschaft. Du kannst nur so viel Holz aus dem Wald nehmen, wie es auch wieder nachwächst. Ja? Das ist der Urgedanke der Nachhaltigkeit. Wenn wir erklären, dass Nachhaltigkeit auch sexy sein kann, in jeglicher Form, ein Gewinn an Lebensqualität bedeutet und dir verdammt viel Geld sparen kann. Wir müssen Nachhaltigkeit positiver aufladen. Das versuche ich kontinuierlich natürlich auch kommunikativ. Also ich denke mal, dass ich auf LinkedIn so 2-mal die Woche irgendwas in der Richtung raushaue. Vor 2 oder 3 Tagen habe ich wieder ein Video von uns aus Taiwan gezeigt, Gogoro. Ich würde es nicht mal Startup nennen, das ist mittlerweile 7 oder 8 Jahre am Markt. Für die, die es nicht wissen, Taiwan hat 23 Millionen Einwohner. Wir haben 21 Millionen angemeldete Roller. Also wir haben die größte Rollerdichte weltweit. Menschen fahren ganz gerne mit dem Roller durch die Gegend, manchmal mit der ganzen Familie. Ich habe also auch schon 4 Leute auf dem Roller gesehen, was spannend ist. Und Gogoro baut halt elektrische Roller. Die machen das über so ein Battery-Swap-System. Du machst einfach hinten die Rücksitzbank auf, holst die beiden Batteriequader raus, packst sie in die Station rein, wupp, kommen wieder 2 neue rein und du kannst wieder 100 Kilometer fahren. Wir haben alleine in Taiwan mehr Batterietauschstationen für Gogoro als Tesla Supercharger weltweit. Mittlerweile etwa ein Marktanteil von 20% von Elektrorollern. Und wenn du den Menschen auf einmal zeigst, was das bedeutet, ne, das ist ja individuelle Mobilität und vor allen Dingen auch im urbanen Umfeld, obwohl ich nach wie vor ein großer Freund der deutschen Automobilindustrie bin, sage ich ganz klar, dass man im dichten urbanen Raum nicht 2,5 Tonnen SUV durch die Gegend fahren muss, um von A nach B zu kommen. Vor allen Dingen, wenn es irgendwie nur ein 80 Kilogramm transportieren muss. Ne? Und wir sind in so einer Rollerwelt unterwegs. Und das sind genau diese Punkte. Wenn du den Menschen zeigen kannst, was Nachhaltigkeit wirklich ist, was es für tolle Lösungen gibt und für tolle Plattformen, dann macht das was. Und wir müssen alle zusammen daran arbeiten. Wenn wir erklären, wenn du selbst auf deinem Balkon eine kleine Solaranlage dir hinpackst und du hast noch eine Pufferbatterie dazwischen oder du hast ein Eigenheim und denkst einfach mal über eine Wärmepumpe nach etc. Wir haben selbst in Deutschland
auf kommunaler Ebene wunderbare Beispiele. Es gibt Gemeinden, die sich vor 20 Jahren hingesetzt haben, als in einer Zeit, in der Deutschland noch absoluter Solarzellen-Weltmeister war, und haben sich komplett autark gemacht über Windenergie und Solarenergie. Und die sagen jetzt natürlich, ja, das ist eigentlich ehrlich gesagt relativ egal, wie der Strompreis gerade steht, weil wir haben da mit einer entsprechenden Investitionsgemeinschaft vor 20 Jahren rein investiert und die sitzen jetzt im wahrsten Sinne des Wortes an der Sonne. Das sind die Beispiele, die wir brauchen. Wir können, ich meine, wir sind ziemlich gut da drin, mit Fingern auf Dinge zu zeigen, die nicht funktionieren. Das schafft dann ganz einfach auch so eine exponentielle Entwicklung des Mies-Drauf-Seins und das funktioniert alles nicht richtig und die Windräder schreddern die Rotmelane und was es nicht alles für tolle Geschichten gibt diesbezüglich. Wenn wir aber mehr erklären, was wirklich funktioniert, wie toll nachhaltig es geht gar nicht großartig um eine starke Limitierung. Was man aber dazu sagen muss, wenn wir alle so leben, wie wir jetzt leben, ich glaube, es gibt diesen bekannten Earth Overshoot Day, wann man für das eine Jahr die maximal zur Verfügung stehenden Ressourcen verbraucht hätte, dann ist der in Deutschland halt schon im Mai. Und wenn alle so leben würden wie in Deutschland, haben wir einfach noch ein viel, viel größeres Problem. Je schneller wir umsteigen, je schneller wir Menschen für Nachhaltigkeit begeistern, mit solchen Lösungen. Und das kannst du ja, du hast ja gerade schon erklärt, ne? und du genauso, die Menschen abzuholen. Das kannst du nicht mal eben zwischen Tagesschau und Wetterkarte erklären, wie so ein Trocknungsprozess und was dann nachher rauskommt. Aber wenn wir eine Möglichkeit haben, den Menschen das vernünftig, da wird niemand Nein sagen und sorry, was ein Bullshit, weil letztendlich, die tun der Umwelt gut, sie werden Geld sparen und über kurz oder lang, und ich glaube, das ist eher kurz, ich glaube, das wird in dieser Dekade passieren für Deutschland, werden wir energieunabhängig und autark sein. Und ich glaube, dann können wir uns alle darauf freuen. Autark sein ist ja ein großer Punkt, den wir ja nicht wirklich, also wirklich autark kannst du ja nicht sein, du musst ja alles irgendwie zurückspeisen oder was. Und darüber komme ich eigentlich auf den Punkt, vielleicht auch nicht Ist es ein Makel, mit Nachhaltigkeit Geld zu verdienen? Also wird das noch als Makel gesehen, wenn ich mit Nachhaltigkeit mein Geschäft betreibe, dass ich dadurch eben ein neues Businessmodell entwickle? Ich habe oft so das Gefühl, wenn ich draußen spreche, dass irgendwie immer, ja, entweder ist es dann sofort Greenwashing oder es wird nicht akzeptiert als Geschäftsmodell. Ist das vielleicht auch ein Problem? Also sehe ich überhaupt kein Problem. Ich sage jetzt mal, wenn man jetzt mal die Prozesse anschaut, da wo wir herkommen, wir sind ein führender Hersteller für Hardware im Bereich Kommunikation, auch im IT-Bereich. Und wenn man so will, ist Nachhaltigkeit von Anfang an in unserer DNA. Also einer der Gründe, warum so viele Betreiber weltweit auf unsere Technologie setzen, ist, weil sie sehr energieeffizient ist. Und weil sie sehr energieeffizient ist, sparen die sich Kosten und die Produkte werden auf dem Markt gegeneinander gebenchmarkt, verglichen und das ist ein ganz wichtiger Parameter. Ne? Das ist natürlich jetzt eine viel stärker übergeordnete Logik dahinter, aber sozusagen das Grundprinzip, die Ressourcen, die Komponenten, die man hat, möglichst effizient einzusetzen, um den größtmöglichen Output zu bekommen, ist ein klassisches wirtschaftliches Gebaren und überhaupt nicht neu. Aber ich glaube, da bin ich vielleicht auch mal am Ausgangspunkt, diese Logik ist erstmal klar und damit tut sich die Wirtschaft auch nicht schwer, weil keiner hat was dagegen, die Kosten zu senken, den Profit zu steigern, etc. Und aber auch wieder hier brauchen wir so eine Gesamtlogik darüber. Ja? Und es muss halt auch austariert werden, weil es ist natürlich so, wenn man das komplett jetzt sich selbst überlässt, hast du auch wieder gewisse Ausschläge. Ja? Also du musst dem Ganzen schon einen gewissen Rahmen geben. Wir brauchen, sage ich mal, gesellschaftspolitischen Konsens, wo wir hin wollen. Deswegen ist es gut, dass wir klare CO2-Klimaziele haben, aber da sieht ihr ja schon, wie schwierig das ist, das wieder auf die politischen Maßnahmen runterzubrechen, weil man dann im Einzelfall diskutieren kann. Ja? Also wie radikal müssen wir jetzt beim Verkehr sozusagen ansetzen oder nicht? Ja? Wie machen wir das mit energetischer Gebäudesanierung etc.? Ja? Das ist, da liegt der Teufel im Detail. Ja? Und das ist, glaube ich,
wo sicherlich auch Wirtschaft an ihre Grenzen kommt, wo wir einen Rahmen brauchen, Prinzipien, ja, eine Logik oder natürlich letztendlich auch eine Ethik, die wir als Gesellschaft gemeinsam verfolgen. Also Nachhaltigkeit ist ja eigentlich ein Investment in die Zukunft. Und ich glaube, das merken wir gerade ganz massiv beim Thema Energie, dass man ähnlich gesagt hat, naja, jetzt kriegen wir super billiges russisches Gas, geil, wir brauchen keine Nachhaltigkeit im Bereich der Energie. Ist jetzt war ein wirtschaftlicher Irrsinn. Das merken wir jetzt gerade, wie impressbar da geworden ist. Und deswegen ist Nachhaltigkeit per se, das hast du ja gerade schon gesagt, eigentlich auch ein Kern von wirtschaftlichem Unternehmertum. Jeder Unternehmer, jede Unternehmerin will nachhaltig handeln, wirtschaftlich, aber natürlich auch ökologisch, weil ökologisch halt die langfristige Nachhaltigkeit bedingt. Und da ist dann genau der Punkt, die Frage, wie können wir die Unternehmen dabei auch unterstützen? Du hast auf der einen Seite natürlich Unternehmen, hast das Thema Greenwashing angesprochen, natürlich ist es immer was, wo man sich ein bisschen was mit auf die nach außen als Marketingmaßnahme draufschreiben kann. Aber darum geht es ja eigentlich gar nicht. Der Kern ist ja eigentlich, wie kann ich ein Geschäftsmodell, einen Geschäftsprozess, einen Fertigungsprozess so umbauen, dass er nachhaltiger wird, dass ich besser mit Ressourcen umgehe, dass ich weniger Ausschuss habe, dass ich einfach insgesamt ressourcen- und energieeffizienter umgehe. Und da gibt es Branchen, da geht das einfacher. Und es gibt Branchen, das ist sehr schwierig. Wenn ich mir jetzt beispielsweise die Glas- und Porzellanindustrie angucke, die sind auf Erdgas angewiesen, nicht weil ich die Energie brauche, sondern weil es ein chemischer Prozess ist. Ich kann das nicht durch Strom ersetzen. Also da musst du auch als Staat jetzt die Möglichkeiten schaffen, beispielsweise Alternativen, grüner Wasserstoff oder E-Fuels zu entwickeln und auch bezahlbar zu halten, damit diese Branchen umstellen können. Jetzt habe ich immer politische Diskussionen, ja, aber wir wollen mit Wasserstoff Auto fahren. Und ich sage, ja Leute, das ist schön und gut, das kann ich mit Strom, dafür muss ich dann nicht die komplette fränkische Porzellanindustrie pleite gehen lassen. Also da müssen wir politisch auch richtig priorisieren, um diesen großen Plan, wie können wir unsere Wirtschaft langfristig nachhaltig gestalten, hier die Rahmenbedingungen zu setzen, dass die Unternehmen am Schluss auch die Chancen haben und vor allem auch die kleineren Unternehmen. Diejenigen, die darauf angewiesen sind, für die auch jetzt ein höherer Energiepreis zum Beispiel schwierig ist für das Gesamtbestehen des Unternehmens, dass die umbauen können. Das ist ja nicht nur schwierig aktuell, das ist ja fast unmöglich. Also wenn ich jetzt die Zementindustrie nehme, die produzieren nur noch teilweise 3 Tage in der Woche, weil sie es nicht mehr leisten können. Und dann zu erwarten, dass ein Unternehmen nachhaltig umbaut oder in Nachhaltigkeit investiert, dann da habe ich mehr Strom- und Gasrechnung und da soll ich investieren in Nachhaltigkeit. Für was entscheide ich mich jetzt? Ich schaue, dass ich mir Strom- und Gasrechnung bezahle. Und ich denke, Länder wie Frankreich machen es ja gerade vor. Der Industrie wird der Atom- und Kohlekraftstrom exklusiv zur Verfügung gestellt. Das heißt, die bleiben wettbewerbsfähig. Wir in Deutschland sind aktuell nicht wettbewerbsfähig. Also man muss jetzt eigentlich schauen, dass die großen Unternehmen einen geringeren Strompreis zumindest schon mal bezahlen. Weil es ist ja gar nicht möglich. Wie soll das denn funktionieren? Wobei da Frankreich jetzt ein ziemlich schlechtes Beispiel ist, weil wir gerade mit ihrem Fokus auf Atomkraft dafür sorgen, dass wir in Deutschland ein Energieproblem haben. Die Atomkraftwerke in Frankreich laufen nicht, die sind kaputt, die müssen repariert werden, die haben nicht genug Wasser zum Kühlen. Deswegen exportieren wir gerade Sonnenstrom nach Frankreich, damit die dort einen nach unten regulierten Preis ihren Unternehmen garantieren können. Und wir müssen es gerade ausfinanzieren. Also tatsächlich ist hier auch die Frage erneuerbare Energien. Wir haben eigentlich einen niedrigen Strompreis im Moment in Deutschland durch die erneuerbaren Energien, der durch die fehlgeleitete Energiepolitik in Frankreich gerade ganz an Absurdum geführt wird. Und da muss auch auf europäischer Ebene sich wirklich mal Gedanken gemacht werden, wie schaffe ich es eigentlich, eine nachhaltige Energie langfristig in Europa weit, wir haben ein einheitliches europäisches Strommarktdesign, dann muss dort auch irgendwie die Einspeisung von erneuerbaren Energien, die einfach kostengünstig sind wie sonst nichts. Keine andere Energie ist so günstig wie erneuerbare, dass wir die auch möglichst ausbauen. Aber die machen jetzt nur aktuell 16% aus, erneuerbare Energien. Es kommt immer auf den Tag an. Ich glaube, dass wir bei dem Jahresschnitt so bei roundabout 40 liegen und dass Deutschland da auch ziemlich gut aufgestellt ist, mal von einigen skandinavischen Ländern abgesehen. Aber du sprichst was ganz, ganz Wichtiges an. Du sprichst eine Krisensituation an. Und in dieser Krisensituation ist Vaterstaat einfach auch gefordert, entsprechenden Unternehmen unter die Arme zu helfen. Aber Tatsache ist leider, und das ist endlich wirklich ein Resultat, dass wir 20 Jahre mehr oder weniger gepennt haben. Und
was mich persönlich wirklich ganz besonders als Standortlobbyist ärgert, ist einfach, dass wir das alles hatten. Ja, also Deutschland war in Bezug, übrigens nicht bezüglich der Solarindustrie, weltweit führend, die wir dann mehr oder weniger zerdeppert haben, die übrigens jetzt eine wahnsinnige Dynamik hat und Momentum. Es werden alle Nase lang neue Produktionsstätten in Deutschland aufgebaut. Das Gleiche haben wir Ende der 60er Jahre ist das Projekt Transrapid in Deutschland gestartet, ja, bis es dann irgendwann mal in den 80ern dann auch eine Versuchsstrecke gegeben hat. Die eine fährt in Shanghai vom Flughafen in die Innenstadt. Die einzige Transrapidbahn, die im Regelbetrieb ist, in Japan fährt ein Maglev im Versuchsbetrieb, die den einsetzen werden, wo ich mir denke, meine Güte, wir haben wirklich zweimal so fundamentale Technologien entwickelt. Die eine, um im Grunde genommen den klassischen inländischen Flugverkehr mehr oder weniger, der übrigens, ich bin kein Flugshaming-Mensch oder so, ne? Der macht eigentlich vom CO2-Impact relativ wenig aus, aber ich liebe es, mit der Bahn zu fahren. Wo wir die Lösung hätten, wirklich auch gesamteuropäisch ein Schnellzugnetzwerk mit aufbauen zu können. Und das nächste, das effizienteste, was es überhaupt gibt, um Energie zu produzieren, nämlich Solarzellen. Und da waren wir weltweit führend. Ich sage es ganz ehrlich, das darf uns nie wieder passieren, ja, dass wir nochmal so Fundamentaltechnologien aus den Händen bleiben. Hätten wir das vor 20 Jahren durchgezogen, dann würden wir uns heute nicht so viele Gedanken machen. Aber ja, es gibt natürlich auch Industrien, wo wir schauen müssen, wie halten wir die in Zukunft an Leben. Wasserstoff in Autos reinzupacken. Die Automobilindustrie hat bis auf einen Hersteller, der interessanterweise auch hier in München sitzt, sich ganz klar ausgesprochen dafür, dass Wasserstoff in Autos macht überhaupt keinen Sinn. Beispiel, wenn du dir einen Hyundai kaufst, in der Golfgröße mit Wasserstoff, der kostet so roundabout 70.000, 80.000 Euro. Ja, die Skaleneffekte treten da nicht ein. Wir haben 70, 80 Wasserstofftankstellen in Deutschland. Wo es interessant wird, ist im Fernverkehr, für Schwertransporte und so weiter. Alles andere ist komplett sämtliche Investitionen. Wir reden über 100 Milliarden Euro, die deutsche Automobilindustrie da hinein ist komplett batterieelektrisch. Es gibt ein Audi, ein Mercedes, die werden ab 2025 kein Geld mehr in neue Verbrennerplattformen stecken. Es geht komplett auf E-Mobility. Der Drops ist gelutscht. Ne? Aber wir brauchen das für unsere Schwerindustrie, brauchen wir grünen Wasserstoff. Deswegen war ich ja auch froh, wenn man vor 2-3 Wochen die Reise nach Kanada war, die ersten Abkommen getroffen wurden. Wie können wir da zusammenarbeiten? Es tut sich an allen Ecken und Enden was. Das Allerschlimmste ist, wir hocken hier gerade in einer blöden Krise rum und müssen diesen transformativen Prozess durchziehen. Das schmerzt natürlich umso mehr. Und nach wie vor, da ist der Staat gefragt. Definitiv. Wir müssen aber jetzt auf die Uhr schauen, sozusagen. Wir kommen zum Schluss. Und jetzt habe ich die Bitte an euch. Kennt ihr ein Unternehmen, das in der Nachhaltigkeit sich bewegt hat, das euch in den letzten Wochen, Monaten positiv beeindruckt hat? Also wo ihr sagt, Mensch, das ist ein tolles Unternehmen, das ist ein tolles Produkt. Wir haben ja hier eins schon sitzen, was mich nachhaltig beeindruckt hat. Aber hast du eine Idee dazu? Ist dir irgendwas begegnet auf deinen ganzen Wegen? Ich habe ganz viele, als Wirtschaftspolitiker bin ganz viel unterwegs und habe super viele Unternehmen. Es geht um die Frage, wie kann ich Beton recyceln. Da sind gerade Unternehmen, die es anfangen mit Ultraschall zu zerlegen. Wir haben Unternehmen im Bereich der Mobilität. Da haben wir so viele wirklich innovative Unternehmen, die sich Gedanken machen, wie kann ich im ländlichen Raum Busangebote on Demand anbieten, ja, dass ich nicht mehr entweder große Busse als heiße Luft durch die Gegend fahre, weil der Bedarf nicht da ist, oder eben gar kein Angebot habe, sondern ein nutzerspezifisches Angebot zu schaffen. Also ich sehe da ganz, ganz viele Unternehmen in vielen Bereichen und ich hoffe, dass wir viele von denen dann auch später zum einen hier in Deutschland halten, weil das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, dass viele Unternehmen aufgekauft werden, die innovativ sind, weil sie eben die Finanzierung anderweitig nicht bekommen. Dass wir halt das Wissens-Know-how nutzen, um die Transformation voranzutreiben. Hast du ein Beispiel? Schwierig, sich da jetzt auf eins zu fokussieren. Du warst ja auch dieses Jahr auf dem Green Tech Festival. Also die Idee des Green Tech Festivals ist ja wirklich Technologien und Konzepte und Geschäftsideen in den Vordergrund zu stellen, die nachhaltig sind.
Also ich erinnere mich da nur, der Name ist mir jetzt entfallen, es gibt da ganz tolle Ansätze, wie das Meer von Plastik da befreit werden kann. Und ja, ich glaube, die Bilder schmerzen uns alle, wenn man das sieht oder wenn man in einer bestimmten Region unterwegs ist und das ganze Plastik da sieht und welche Auswirkungen das auf die ganzen Ketten da im Meer hat. Wenn man dann dagegen diese Technologien sieht, wo wirklich ganz tolle, innovative Ansätze dahinter stecken, da geht einem dann schon das Herz auf. Und das wäre mein Beispiel. Finde ich absolut korrekt und es tut einem nicht weh, sich mal zu bücken und auch ein Plastik mal aufzuheben und in den nächsten Mülleimer zu tragen. Das war vielleicht nebenbei nochmal erwähnt. Du bist ja auch viel unterwegs, wie gesagt. Fällt dir irgendwas auf, wo du sagst, sag mal? Ziemlich das Erste, was ich mache, wenn ich in Deutschland ankomme, ist in den Supermarkt zu gehen und mir von Rügenwald da diese Frikadelle, diese vegetarische zu holen. Weil ich mir ganz einfach denke, wenn es einer der größten Fleischgroßproduzenten in Deutschland es schafft, aufgrund der Idee eines Juniorchefs, der aber mal sagte, wir machen jetzt auch so eine vegetarische Wurstlinie. Mittlerweile macht das über 60% des Gesamtumsatzes aus. Wenn die zeigen, dass das möglich ist und dass einfach auch noch verdammt gute Produkte sind und sowas von lecker. Also wie gesagt, ich bin absoluter Flexitarier, aber ich mag die einfach. Ich esse die jetzt nicht, weil da so dick vegetarisch draufsteht. Aber es zeigt ja, was möglich ist und was wir zusammen schaffen können. Ich liebe genau solche Erfolgsstories. Und Rügenwalder, weil es einfach auch kein kleines Unternehmen ist, und auch aus einer Branche kommt, die jetzt nicht unbedingt als große Vorreiter der Nachhaltigkeit kennen, finde ich, ist eine der sensationellsten Erfolgsgeschichten, die wir hier in Deutschland in den letzten Jahren erlebt haben. Wunderbar, danke dir. Du hast das Schlusswort. Das Schlusswort, vielen Dank. Nein, ich hoffe, dass das Gespräch heute einige erreicht hat und zum Nachdenken bewegt hat, dass Nachhaltigkeit auch vor der Haustür stattfinden kann und darf. Und dass wir gemeinsam vielleicht dann so im Zusammenschluss mit vielen, mit gemeinsamer Kraft in eine nachhaltigere Zukunft gehen können. Ja, perfekt. Ja, also danke für euer ganzes Engagement, dass es in die richtige Richtung geht. Wir engagieren uns auch, also als German Mittelstand haben wir auch Mitglieder, die in dem Thema Nachhaltigkeit natürlich sehr stark unterwegs sind. Ich freue mich auf die Diskussion, wenn ihr ein bekanntes Unternehmen habt oder ein noch bekanntes Unternehmen sagt, Mensch, da wollen wir ein bisschen mehr Promotion machen, sozusagen. Sprecht uns doch mal an. Wir haben eine gewisse Serie, die wir Unternehmen auch vorstellen, wenn das Thema Nachhaltigkeit alternativ ist, was so Next Generation Unternehmen. Meldet euch bei uns und wir helfen uns dann sehr gerne weiter. Das war's heute vom Ski. Morgen sehen wir uns wieder um 11:15 Uhr, wenn wir wollen, zum Thema Besser wird's immer. Da sehen wir dann Sascha nochmal. Und wir treffen die Andrea Belligante, das ist die Geschäftsführerin des Bundesverbandes und werden dort über, ja, das kann der Mittelstand lernen und das System, was wir ein bisschen spielen. Ich bedanke mich in die Runde. Wir ziehen jetzt ein Haus weiter. Die Kapelle Wir haben noch spielt nicht schon auf. Angestoßen heute. Bitte? Wir haben noch nicht angestoßen. Doch, Am Anfang, ich kann jetzt gar nicht mehr. Ja, das ist so frisch. So, also, wir ziehen ein Haus weiter ins Nachbarzelt und genießen Cheers. die Mittagspause. Prost. Cheers, Prost. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr da seid. Und, vielen Dank.